Ja, ihr seht schon, wir haben noch einiges vor uns, Freunde. Aber erst einmal wollen wir das hier jetzt mal ganz kurz noch abschließen. Und dann gucken wir weiter, nicht wahr? Mit dem Ziel, und es gibt Erdkugeln, okay. Die große, von Dr. Gerg angeführte Varugiano-Armee stellte Getribriano und die anderen vor eine echte Herausforderung. Diverse Getriebeeinheiten wurden zerstört. Und selbst der stets zuverlässige Getrieberiese X war kurz davor, sich wegen eines Leistungsabfalls abzuschalten. Werden die Getriebe der Gerechtigkeit von denen das Böse besiegt, war die Drehgeschwindigkeit der Getriebe der Gerechtigkeit den Getrieben des Bösen unterlegen. Es konnte nicht sein, dass der Treibstoff ausgegangen und der Druck zu hoch geworden war? Fragezeichen. Gerade als jede Hoffnung verloren schien, eilte ein Riesenträger inmitten einer Rauchfahne herbei. Getriebe der Gerechtigkeit, es ist jetzt vollständig. Xyz Beschwörung. Schreit es heraus. 3 Getribiano schreien wie aus seinem Mund. Getribria-Wechsel. In diesem Moment trennt sich der Riesenträger mit einem lauten Geräusch ab, um damit Getrieberiese X zu verschmelzen. Weih deine Augen. Eine Elite-Getriebe-Einheit. Das ist keine Fusionsbeschwörung. Die ultimative Getriebewaffe. Getriebevereint. Getribria, Getrieberiese. Was? Alter. Getribria, Getrieberiese. Stimmt's? Getribria. Der reine Zungenbrecher. Also wortwörtlich. Getribria, Getrieberiese XG. Sieht aber cool aus. Irgendwie. Also, nichts so ungut, aber es ist einfach irgendwie eine andere Form, sag ich jetzt mal, der Gadget-Monster, also eben so der Apparate-Monster, die wir noch aus der Anime-Serie kennen, die Yu-Gi-Oh! Gespielt hat zum Schluss der Serie. Also roter Apparat, grüner Apparat, gelber Apparat und dann halt mit der Fallenkarte da Stronghold mobile Festung zum Kombinieren. Fertig. Und natürlich mit den Monstern, die auch Kaiba oder Chase hatten. XYZ. Die Monster. Beziehungsweise natürlich VW XYZ, war man am Schluss der 5. Angetrieben von 3 Getribiano. Getribria, Getrieberiese XG hatte enorme Kraft und fegte die Hornen von Varugiano schnell weg. Dr. Gerg aber verschwand plötzlich spurlos. Dr. Gerg wird sicherlich wieder zuschlagen. Aber ganz gleich, wie Ofen zurückkehrt. Professor Kurosu und die Getriebekrieger werden sicher siegreich sein. Kämpft, Getribriano! Gib niemals auf! Getribriano, Getribria, Getrieberis XG. Ich nenne ihn jetzt einfach nur noch GG Riese, so. Alter. Antrieb, ja, hab's ja vorhin gerade erwähnt. So, aber hier brauchen wir noch ein paar Kugeln mehr, genau. 50 mehr, super, danke Spiel. Für nichts einfach so. Neue Toroption verfügbar. Digital Care im Cyberspace. Die Dampfdinosaurier in unbekannten Ländern. Die Legende der Sternhelden. Was? Ach, dann geht's 2 sogar, krass. Quasi Unterkapitel sogar noch. Okay, okay. Der Welthelden. Digital Cap transformieren sich selbst in mächtige Xyz-Monster. Okay, einfach gar keinen Bock drauf. Dino. Warum eigentlich nicht? Der sind ja sowieso mittlerweile ist ja der 3. Teil der Jurassic World Reihe raus. Der kommt gerade erst. Passt doch also. Die Dampfdinosaurier. Die Dampfdinosaurier aus unbekannten Ländern. Ein breiter Strom unberührten Wassers. Ein Wald mit einer großen Vielfalt von Kreaturen. Ein Vulkan voller brodelnder Lava.
Das sind unerforschte Länder voller Wunder der Natur. Dort leben Kreaturen in einer einzigartigen eigenen Ökologie. Mechanische Dinosaurier. Es sind Pendelmonster, krass. Sie werden Dino-Nebel genannt, was? Ihre Neuartigkeit liegt in den Dampfmaschinen, die diese Ungetüme antreiben. Okay, das schauen wir uns vielleicht genauer an. Im sanften Fließen des Stroms lässt sich der langhalsige Dino-Nebel Plesius treiben. Aus Wasser, das er durch ein Rohr in seinem Schwanz aufnimmt, bezieht er seine Energie. Hab ich schon mal gehört davon. Er erzeugt nicht nur stabilisierende Energie mit der Luftkisseneinheit, die sein eigenes Gewicht trägt. Das Gleichgewicht zwischen dem aufgenommenen Wasser und dem ausgestoßenen Dampf verhindert Hochwasser. Dadurch sind an Land lebende Gefährten vor möglichen Flutschäden geschützt. Sehr praktisch. Seine Bahn am weiten Himmel zieht der geflügelte Dino-Nebel Pteran. Turbinen an beiden Flügeln sammeln Feuchtigkeit in der Luft und erzeugen Energie für den Hochgeschwindigkeitsflug. Also ganz ehrlich, sehen eigentlich aus und klingen ein bisschen, als wären sie irgendwie Swords von neuen Power Rangers. Ausgestoßene Wasserdampf kühlen Atmosphäre ab, bla 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 bla. Mit dem Wasser und dem Himmel selten. Dino-Nebel mit Wasser und Himmel sind selten, okay. Die in Land leben, so. Der T-Rex zum Beispiel, war. Dino-Nebel, Stegosaurier. Monster, du kannst die Monster zerstören. Pendeleffekt. Pendel kann aber echt nochmal Bock, muss ich zugeben. Na, schon lange nicht mehr. Sind fast alles Pendelmonster drin, wa? Im Extra-Deck haben wir Fusion. Ernsthaft. Oh Mann, ey. Seepferd dann auch noch, genau. Dann Synchro, Xyz. Oh, Link-Monster auch noch. Ist ja alles vertreten hier, war krass. Ne, Ritualmonster fehlen. Aber ganz ehrlich, ein Deck, was wirklich alle Monstertypen vereint. Mit normalen Effekt, Ritual. Und neben den ganzen neuen Dingern. Das wäre, glaube ich, ein bisschen overpowered. Oder auch ein bisschen seltsam. So. Pendeleffekte. Ja, Pendeleffekte kennen wir schon. Plesius und Stegosaurus Zauberkarten. Was sind nur für ein Pendeleffekt überhaupt? 6 auf beiden Seiten. Du hast 3. Ja, macht natürlich Sinn, hier 3 und hier 6 zu platzieren. Dann kann ich die beiden nach aufs Feld rufen. So. Pi-Skala. Stegosaurier ist 3 machen hier. Muss immer, der tiefere Wert muss immer links sein, der höhere rechts. Sonst klappt das nicht. Okay, Pendelbeschwörung, Freunde. Ich wollte eigentlich den coolen Spruch aus dem Anime bringen, aber ging viel zu schnell. Pendelbeschwörung! Dino-Nebel Rex. Ich greife zweimal an. So. Was kann der eigentlich? Der Rex. Haben alle so krasse Effekte drauf. Cool. Waren die mal nur gucken, was der Effekt kann. Okay. Tschüss, Rex. Ein Pendeldeck. Victory Hour. Sehr interessant, Freunde, sehr interessant. Erdkugel, so, wir können wieder zurückgehen.
Nein, jetzt machen wir natürlich eher fertig. Schwierigkeit man es über das Schaffen, nutze Synchro und ich Monster. Ist ja das gleiche, wa? Mhm. Die funktionieren auch mit Synchro-Monster, okay. Auch mit Pendelmonster. Ich weiß, das Götterarsenal. Naja. Wird schon gut gehen, Freunde. Was haben wir jetzt? Begrenzte Entferner schon wieder? Haben Déjà-vu. Nee. Hallo Rexy! So, erstmal gucken, was. Der ist normal, der keinen Effekt. Pendeleffekt natürlich schon, aber bringt nichts, wenn nicht in der Pendelzone drin ist. Okay, also erstmal müssen die Karten weg, gell? Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ernsthaft. Brachion, Rex und Spinos. Ja, den kennen wir schon. Was kann der hier? Ein Gerümpelmonster und ein hinzufügen. Oh. Naja, also Chat-Synchro, ne, sehe ich ja schon. Wow. Ich habe gerade irgendwie gerade echt die Arschkarte gezogen, Freunde. Was man drin, ein paar Panelmonster. Oh Mann, ey. So. Ein bisschen gucken, was wir gerade hier so an Effekten haben. Pendragon. Pteran, Entschuldigung. Einerseits waren natürlich auch irgendwie krasse Effekte. Immer nur um die scheiß Dinos, wa? Meine gleichen Pendeleffekte oder was? Ankylos und Plesius. Gesundheit. Ceraptos, okay. Was mit denen? Ah, ja, schon das gleiche. Hey. Spielt ja keine Rolle, aber vielleicht irgendwie mal etwas. Also etwas, komm. Gerne, und dann sind wir auch irgendwie eine höhere Stufe, das heißt, es muss schon irgendwie so Stufe 6 mindestens sein. Gut, spielt keine Rolle in dem Fall.
Wow. Die Nebel Rex, nein, endlich. Du. Die Pendelbeschwörung selbst war Pendelbeschwörung. Also können nachher an Dino Rex den hier rufen. Oder seine Spielverzeichnis ins Deck. Das wäre natürlich krass, wenn es einen anderen Rex ins Deck packen könnte. Schwing aus, Pendel! Zeichne den Bogen zum Sieg! Pendelbeschwörung, Dino Nebel Rex. Ching ching. So. Natürlich geht es erst am Ende des Ding, aber man kann den angreifen und dann den Effekt aktivieren und den irgendwie wegschicken. Das geht ja. Die Hand zurück. Ja, können natürlich schon. Es wird besser, wenn ich es nachher aktiviere, quasi. Soll ich den ablegen für eine Synchrobeschwörung? Ja gut, wir riskieren es mal, wa? Stufe 6 wird es überhaupt gehen. Also. Nee. Na egal. Können wir nachher vielleicht ein bisschen triggern. Weil, das geht ja eh nur. Ja, geht nur bei Dino-Monstern, okay. Nee, noch nicht. Ah, verdammte Kacke. Okay, ja, warte mal. Das geht, glaube ich, trotzdem, wenn ich es jetzt klug anstelle. Bin mal gespannt. Moment. Ja, okay. Ne, geht doch. Ja, gut. Wollte eine Kette bilden und zusammen das gleiche Monster auswählen, aber es geht leider nicht mehr. Ah, super. Hey, du hast sicher nichts mehr auf der Hand, was du rufen kannst. Ja, meint. War ja mein Fehler. Gut, Freundchen, das kann ich auch. Ich vergesse immer wieder, dass man die aus dem Extra-Deck ja auch rufen kann, deswegen sind sie auch so offen. Das Extra-Deck geht nur hier oben, hier unten würde es nicht gehen, ne? So, warte mal. Spinos haben wir da. Wenn ich zerstöre, kann das ein Deck hinzufügen. Die Hand zurück. Ja. Dann hier schönes Rufen. 2 Pendelmonster. Extra Deck, ein Pendelmonster an Deck offen hinzufügen. Hä? Okay, sieht ja ganz krass aus. Das ist so viele geile Effekte, die man nutzen könnte. Den hier. Dafür muss ich 2 Pendelmonster opfern. Okay, dann gehen aber die meine Fallenkarten nicht mehr. Dann gehen ja nur mit den Dinos. Andererseits, wenn ich den nutze, du kannst ein extra Deck, ein Pendelmonster in einem Deck offen hinzufügen.
Die beiden wären ewig, hätte ich nachher 3. Du kontrollierst, einfach Spielzug. Zerstöre sie, zum Beispiel den hier. Und dann haben ein offenes Panelmonster ein extra Deck hinzu. Was ein oder mehr kann dann der Panelzone oder Spiel verlassen, sie eine Karte. Ja, aber auch irgendwie trotzdem ein bisschen Power gegen sein Viech. Was wäre, wenn ich jetzt das hier... Moment. So, Entschuldigung Leute, war gerade ein bisschen laut draußen. Wenn ich jetzt das so mache, auf die Hand zurückkehre. Ja. Machen geht natürlich jetzt schon, ne? Vor allem temporär. Und nochmal eine Panelbeschwörung geht ja nicht, ne? Das war ja so, dass es eben nur einmal pro Zug geht. Okay, also eigentlich, was wir jetzt gemacht haben, bringt mir nicht viel. Wenn wir ehrlich sind. Warum geht das eigentlich nur mit den Dino-Nebelmonstern? Solange halt diese Dino-Monster, das ist echt scheiße schwer. Ich hätte sonst irgendwie sein Monster irgendwie zerstören müssen. Da wäre mit meinen Dino-Monster auf dem Feld jetzt nicht gegangen. Ich hätte eigentlich einen Link-Monster rufen müssen. Aber ja. Ich meine, es ist ja jetzt zum ersten Mal, dass wir das Deck genutzt haben. Man muss natürlich jetzt auch ein bisschen umprobieren. Kombinationen testen. Was ist cool, was ist weniger cool. Das war jetzt eher weniger cool. Das heißt, wir machen es halt in der nächsten Folge wieder. Aber denke ich dann wesentlich besser, vielleicht sogar mit dem Abschluss hier. Dann können wir nochmal zurückgehen und nochmal das mit den Getribria-Monster machen. Oh mein Gott. In dem Sinne, trotz allem, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ciao zusammen.